Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, jetzt gehen wir mal aus dem Gentleman's Club für Rassisten raus. Ganz bezaubernd. Das war wohl der Rabe-Vater hier. Herzlichen Glückwunsch, der Overgoscher hier. Die aufgemacht, Fall ausgelöst. Army-Sau, die von Rabe zerfetzt wird. Geil, toller Tod. Und irgendein Rabe-Vater mit dem Sarg auf dem Rücken ist fort. Ach die Scheiße. Hier sind Käfige, wo lauter Leid eingesperrt werden. Kann man die gruselig Mucke hier ausstellen? Nee. Oh Jesus. Eventuell schon so ein erster Bossgegner jetzt hier, oder? Ah ja, Teufelskuss mit Sprengfalle. Okay, warum sagt ihr mir das jetzt? Ja, das sind ziemlich arme Schweine hier, würde ich sagen. Keine Gnade für niemanden! Okay. Oh. Teufelskuss. Okay, das scheint wohl gegen den Typ zu wirken. Ey. Wo ist er dann? So. Hoppala. Der ist wohl volle Wummerei gerannt, der Dappschädel. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Vielleicht, ja. Aber Salz nehmen wir uns erst einmal. Okay, mir selber können das Ding nicht auslösen. Das ist schon mal ganz nett. Killerkrähen heißt das. Teuflisches Zeug das. Ist aber cool gemacht mit der Flasche. Also die Flaschen sehen echt geil aus. Das gefällt mir sehr gut. Ah, na. Das ersetzt wohl das, was in Bioshock 2 Bienenschwarm war. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Okay. Drücke L2, um mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte L2 gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzustellen. Während Krähenangriffen nehmen Gegner mehr Schaden. Ja, weil sie natürlich, weil sie dann natürlich abgelenkt sind. Ey. Und? So, die sind noch zusätzlich abgelenkt, während die Krähe sie attackieren. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Ist es nicht dieselbe Musik, die der Ackermanns Heinz bei The Evil Within gehört hat, als er am Anfang im Folterkeller die Leute zerlegt hat? Glaube ich zumindest. Könnte sein. Sicher bin ich mir aber nicht gerade. Okay, dann jetzt. Ich glaube schon. Das ist auch dieselbe Musik, die man dann in dem Ruheraum gehört hat. Es kommt immer irgendwie alles zusammen, merke ich. Dann lohnt es sich dann doch, dass man das Zeichen am Anfang so gespielt hat. So. Neubrennender Heiligenschein. 70%ige Chance, dass Nahkampfziele Feuer fangen. Ziel nimmt 300 Schaden über 4 Sekunden. Das ist ein Hut. Was habe ich derzeit auf? Betäuben. Ich glaube, ich nehme das lieber. Nehme ich lieber der Hut, der Feuerschade macht. Hallo? Ist der Verkaufsautomat hier mit einer Kippa dargestellt, dass man als Jude darstellt? Schon ein bisschen arg. Was haben wir dann hier noch? Das bestimmt dann bestimmt überteuerte Preise, ne? Wenn es ein jüdischer Automat ist. Oh Mann. Nicht größer als 1,42. Okay, da können wir uns wieder entlang hangeln. Aber hier ist Von der nichts. Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Ja, gut, dass ich jetzt von diesem Racist Club hier weg bin. Gehe zur Gondelstation. Also bei diesem Rassistenclub wollte ich jetzt auch nicht unbedingt länger hocken. So. Gucken wir uns nämlich hier erst noch mal ein bisschen um. Munition brauchen wir nicht, haben wir hier eh schon alles voll. So, dann können wir hier wieder weitergehen. Und jupp, hier lande. So.
Im Korb wäre nur Salz zum Aufladen und Limonade, was Salz wiederherstellt. Das sieht jetzt aber nicht mehr so schön aus hier. Wie in einem A-Wesen, wo wir vorher waren. Aber Heidewitzka, schon geil gemacht. Es sieht echt cool aus. So. Irgendwann sind wir hier oben in dem Haus. Mülltonne hat leider nichts für uns. Keine Leckerei mehr für uns. Normale Orange. Hier noch die Silver Eagle nehmen wir auch mit. Da ist nix. Ah, hier sieht es dann wieder schön und repräsentativ aus. Ah, ich meine die Rara. Hier geht's dann weiter. Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Hier scheint irgendjemand... Ja, schielt. Wer schielt? Ich hoffe, die beschreibt nicht mich. Rot und glücklich. Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Ja, genau so. Okay, und wie war er so? Er war ganz sicher ein Anarchist. Die erkennt man überall, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das ist Quatsch. sehr ähnlich. So. Nur so nebenbei mal, ne? Jetzt tauscht niemand mehr zum Beschreiber. Oder dem was beschreiben kannst. So, Gretel hinter der Heck. Statuier dein Exempel an ihm! Ja, probiert es doch mal, ein Exempel an mir zu statuieren. Waffe weg! Niemals! Und Gib hier, auf! Spielpuppe. Hier gibt es zwar auch nichts Besonderes mehr. Wisst der Teufel, wo die andere Hansel stecken? Hier guckt man aber an nirgends raus. Tötet ihn! Mir ist das ja leid. Ich gebe da gleich auch nochmal Kostprobe. Kein Problem, können wir alles organisieren. Hier ist nix. Abschauen! Kommen wir eh nicht durch. Also ich glaube, das war's dann hier in dem Bereich. Ne, dort drüber konnte man nicht durch. Genau, nur nochmal um sicher zu gehen. Hier ist nix. Du Bastard! Hier ist das ja leid. Wo bist denn du Krischer? Du ist auch nichts und über die Fenster gehen wir nicht. Blöd, Männer. Also gerade diese Zivilpersonen sind auch nicht gerade sehr sympathisch, finde ich. Columbia ist generell ziemlich miese Gegend. Das ist keine Stadt, wo man gern ist, finde ich. Und der große Unterschied zu Rapture ist halt, dass man Columbia hier mitkriegt, wie es noch intakt ist, während Rapture eigentlich schon längst noch im Fall ist. So, dann können die weiter hier noch mir so rum mich umbringen wollen. Mir gerade egal. Jo, aber mit Rapture ist gemeinsam, dass das futuristische Zivilisationen hier sind. Ja, also die sind auf jeden Fall fortgeschrittener, was ihr Technik angeht. Und hier werden auch kräftig die Leute unterdrückt, wie in Rapture 8. So. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein würdiger Vorgänger zu Rapture, muss ich sagen. Passt sich doch sehr gut an in das ganze Bild. Wobei allerdings dann nicht erklärt wird, wie diese Vigor-Kräfte zustande kommen, weil Adam können sie nicht in Form von Meeresschnecke oder was das war, verwenden. Das geht zumindest mal nicht. Ah ja, du hätte ich auch drauf hupsen können. Okay. Dann habe ich hier kein Gebiet verpasst, wo ich eventuell noch hätte drauf springen können. Ja, da bin ich immer gespannt, wie die eventuell erklären. Oder ob die oh, leckere Mülltonne Kuchen. Bin ich mal gespannt, ob die erklären, wie diese Kräfte überhaupt zustande kommen, diese Vigor-Dinger. So, betrete die Station. Das Gebiet können wir verlassen. Monument Island Eingang. Comstock wusste, dass ich komme. Wer hat es ihm gesagt? Die mich hergeschickt haben? Wenn ja, was haben sie in Wahrheit vor? Gut, finde eine Gondel nach Monument Island. Da haben wir noch so ein Kinetoskop. Das sind nur unheimliche Gebilde in Columbia. Columbia staunt und erschrickt über seltsame Erscheinungen. Was ist das?
Was sind das für Phänomene, die erscheinen und dann wieder verschwinden? Columbias größte Denkerin schweigt dazu. Fertig. Alla hopp. Ich finde es aber auch immer ganz cool, so mal zu sehen, was in der Gesellschaft so abgeht. Und generell mal so einen Einblick auch in die Dinger zu kriegen. Finde ich generell ganz cool. Der Dollar Bill ist hier. Was macht denn der Dollar Bill? Verkaufsautomat ganz normal. Und hier Veni Vidi Vigor. Ah, das ist sowas wie Gatherer's Garden. Krähenfalle Hilfe und Teufelskusshilfe. Oh, das kostet aber jede Menge. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Das ist beides sehr hilfreich, aber ich spare eher auf das von Teufelskuss. Verkaufen kann ich leider nichts. Tödliches Stampede. Gefangen von Männern. Benutzt, um zu zähmen. Den bockenden Bronco. Warte mal. Oh, das Abfackeln der Teufelskuss ist gar nicht mehr dabei bei uns. Wie viel haben wir dann jetzt insgesamt, wenn ich das aufsammle? Ja, immer noch nicht genug. Der spuckt auch Geld aus. 1113. Ja, leider nicht genug. Okay, irgendeiner ballert hier kräftig. Ah, hier wird generell kräftig geballert. Ah, da geht's dann durch. Ups. Mist, Kerl. Ich glaube, hier brennt ordentlich der Kittel, Kerl. So. Ja, uff. Dann hat er noch ein bisschen Salz dabei. Und... Komm schon her, du. Na? Dich mach ich fertig. So rum. Okay. Wo seid ihr dann? Ach, da hinten. So. Leidenschaftlich vergolden. 40 von 50. Wahrscheinlich, wie viele Feinde ich umgebracht habe. Oh. Das war ein satter Kopfschuss. Also mit dem Baseballschläger zu einer Schießerei erscheinen, ist nicht so wirklich das wahre, Kerl. Und jetzt glaube ich noch ein... So, genau. Okay. Der hat noch ein bisschen Geld. Geld kann nie schaden hier in dem Moment gerade. Wo bist dann du? Vom Wege nachladen und so. Ich will deinen Skalp. Du willst meinen Skalp? Ach du liebe Zeit. Ich glaube nicht, dass wir uns so treffen können, Mädel. Das wird nichts mit uns. Wenn du so einen Skalp-Fetisch hast. So, was gibt's dann hier noch? Nix. Ah, köstliche Kakerlake. Jam, jam, jam. Okay, Ah, irgendwas habe ich hier nochmal aufgesammelt. Ah ja, Maschinengewehrmunition. Sehr schön. Gesundheitstasche brauche ich gerade nicht. Ich bin eigentlich echt froh, dass ich die Helligkeit wieder etwas höher geschraubt habe als vorgesehen. Weil sonst stehe ich jetzt wieder gar nichts sehe. Okay. Gerade mal gucken, ob ich derzeit genug habe. Leider nicht genug. Okay, da muss ich dann später wieder zurückkehren, weil ich will dieses Teufelskuss-Upgrade haben. Und ich könnte noch so einen 2. Vigor-Slot gebrauchen. Also so einen 3. insgesamt dann. Dass ich über 3 Kräfte verfügen kann. Ah ja, okay, so kann ich es auch auswählen. Okay, da kann ich immer nur zwischen 2 hier auswählen. Und hier habe ich noch nichts groß zur Auswahl, weil ich nicht mehr als 2 Waffen habe. Hier ist noch eine Tasche mit Geld. Ja, leider immer noch nicht genug. Ich muss sowieso zurückkehren zu dem Vigor-Automat. Hier kann ich leider nichts aufmachen. Aber so kann ich eh durch. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich etwas cleverer. So, was haben wir dann hier noch? Erstmal die Rare, Bananenesser und so ein Silbergedöns. Und... Was war da noch? Hier war noch irgendwas? Ja, Donner. Geldbörse. Perfekt. Na, nimm wie viel? Dann kann ich mal das 2.
leichter. Da habe ich schon auf Upgrade Stufe 2 gebraucht, das Vigor. Okay. Gut. Da kann ich auch noch hier. Perfekt. Ganze Truppe habe ich jetzt auch schon niedergemacht. Nochmal die Rache. Kein Whisky. Gott, hier in Bioshock Infinite rache ich wie ein Schlot, merke ich. Sogar schon im Spiel. Und hier im Schreibtisch haben wir noch Maschinengewehrmunition, die aber voll ist. Hier noch Silver Eagles. Ja, jetzt dürfte ich genug haben. So. Noch eine Dose Bohne. Habe ich auch immer so als Geheimvorrat in meinem Schreibtisch drin. Das versteht sich auch von selber. Münzen unter der Matratze. Das war wahrscheinlich jetzt auch nochmal so eine Errungenschaft, so Clanny. So. So sportlich ist er noch, dass er da drüber springen kann. So, ihr gehört immer noch mir. Das finde ich auch sehr schön. Dann 1241. Ah, Mist, immer noch nicht genug. 1241. Das ist doof. Haben wir hier noch was drin? Was ich was hier habe? Nur für die Gesundheit. Na gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übel hier durch. Zeus sieht es voll. Ah ja, da haben wir wieder Vigor. Der spuckt jetzt aber hoffentlich mit dem anderen zusammen genug aus. Komm schon. Nee, immer noch 5 zu wenig. Verdammt nochmal. Okay. 5 verflixte Silberdollar brauche ich noch. Was finden wir hier eigentlich? Ach, wieder genau dasselbe. Okay. 1241. 5 verflixte Silberdollar zu wenig. Aber ich will jetzt doch noch nicht rein in die Gondel. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Monument Island. Benutze die Skyline, um Monument Island zu erreichen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, ja. Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Ja, das ist das Ding, was ich hier als Schlagkralle hier habe. Skyline heißt das Ding. Okay. Gut. Dann habe ich jetzt aber genug. Nach Monument Island. Mal probieren. Habe ich jetzt aber genug Geld, dass ich hier bei Veni Vidi Vigor mir Teufelskusshilfe holen kann. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Sehr schön. Das Hammer. Und dann können wir als nächstes auf die Krähenfalle Hilfe sparen. Das ist natürlich auch recht praktisch. So, perfekt. Dann müssen wir wohl hier entlang, ne? Von hier aus komme ich an die Skyline ran. Wow. Ach du liebe Zeit. Okay, je schneller ich bin, desto schwerer bin ich zu treffen. Eine Bedrohung. Der falsche Hirte. Er ist in Columbia. Voller Hass. Haben Ja. wir uns anlesen. Der falsche Hirte, da bin ich. Hey, Blödmann. So. Und der ist schon so Staubzerfaller. So. Alkohol erhöht deine Gesundheit, beschädigt aber deine Salze. Bis du bei voller Gesundheit hast, hat das Trinken wenig Wirkung oder irgendwas. So. Als nächstes machen wir Schild. Schild ist wieder etwas stärker. Und dann kommt als nächstes wieder Salz dran. Ah, Gesundheit und Minus-Salz. Okay. Sollte ich vielleicht drauf achten, auf sowas. So. Okay. L2 anvisieren. Umkehren, angreifen. Schub. Okay. Huch. Ich habe doch nur ins Beck geschossen. So. Hier. Haben wir nichts. Gesundheit und Pistole, Munition sind voll. Wobei ich eher das MG verwende. Finde eine Möglichkeit, die Fracht zu beseitigen, die die Skyline blockiert. Okay. Ah, das ist dann hier. Alle hopp. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Können wir immer gebrauchen. Banane für Gesundheit auf jeden Fall. Ach. Und kleine Salz. Können wir auch gut gebrauchen. Ich habe das so viel gesüffelt, dass das Salz ja schon wieder weg ist. So.
Hier haben wir noch ein Voxophon und der Rassistenprophet spricht wieder. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Genau. Denken Sie mal drüber nach. Okay. Immer schön weiter im Arch behalten. Und in vollem Schub geht's weiter. Und so können wir runter. Nichts. Er ist runter. Mach's gut, du Trottel. So. So oft wie möglich in den Nahkampf gehe. Das finde ich gut. Irgendwo wird wieder rumgeschossen. Aber das soll mich erstmal nicht stören. Ah, hier unten. An. Ah, komm. Der ist für euch, Jungs. So. Sehr schön, das waren wohl diese Mini-Cluster. Nette Sache. Okay, die sind mir jetzt auch im Weg hier, die Dinger. Naja, irgendwie muss ich auch hier runterkommen, oder? So. Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Okay. Alle hopp. Lösen wir schon noch, keine Angst. Lösen wir alles zu gegebener Zeit. Erstmal umgucken. Bisschen Limonaderei, Petze für Salz. Genauso wie hier so ein kleines Salztonikum. Hotdog-Schmause von Leiche abgenommen, schmeckt es eh mal gleich am besten. Wenn man nix... Ja, Kriegsbeute und so, ne? Schmeckt doch nichts besser, als wenn man es direkt hier aus der toten Finger von so einem Soldat geholt hat. So, hier ist auch nichts. Ja, genau. So, und dann können wir do hier gehen, oder wir könnten... Ne, können wir gar nicht. Na gut, dann gehen wir halt so hier. Zack. Hallo, mein Freund. So. Gut, Allah. Na dann. Der hat nix. Und... Ah, hier sind noch ein paar Münze, die können wir sehr gerne nehmen. Und Ausrüstung. Neue Stiefel, kerngesund. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Im Vergleich zu Verräter. Wird ein beherrschter Mensch getötet, explodiert er. Feinde nehmen 5 Sekunden lang 360 Schaden. Nee. Kerngesund nennen wir uns aber mit. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch so Vita-Chamber-artig. Aber ich weiß nicht, was hier derzeit als Vita-Chamber fungiert. Oh Gott. Ups. So. Er hat aber glücklicherweise nur mein Schild ein bisschen verletzt. So, die Salze sind voll. Portemonnaie. Hat ein kleines bisschen Zeug drin. Und da können wir dann weitergehen. Alles klar. Hier können wir dann weiterreisen. Aber ich jetzt sage, das machen wir dann morgen, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann auch wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.